Funke-Freunde, ich hoffe, ihr habt eure Pens herbeigeholt, denn ich heiße Brigitte Hinzen-Bohlen und ich lese euch jetzt ein bisschen aus meinem neuen Kinderbuch vor, Der kleine rote Drache und der Prinz. Dabei geht es natürlich um Karneval und auch um die roten Funken. Also, viel Spaß! Wisst ihr eigentlich, dass es hier in der Ülepotz einen Bewohner gibt? Ganz oben im Turm irgendwo, da wohnt der kleine rote Drache. Der schläft doch die meiste Zeit und wahrscheinlich würde er jetzt immer noch schlafen, wenn es hier nicht so einen Krach gegeben hätte. In der Ülepotz wird ja richtig gebaut. Und eines Tages, als die hier gerade ein großes Loch in die Wand geschlagen haben, ist der kleine rote Drache fast aus dem Bett gefallen. Ups, Mensch, war das laut. Und weil der kleine rote Drache neugierig ist, musste er natürlich unbedingt gucken, was denn da unten los ist. Und als er so auf der Mauer sitzt, kommt ein kleiner Junge an und fragt ihn: Sag mal, bist du ein echter Drache? So einer, der Feuer spucken kann? Der kleine rote Drache ist empört. Natürlich bin ich ein echter Drache, was denkst du denn? Und dann erzählt er dem Jungen von den Drachen. Die gehören nämlich schon immer zu Köln. Die sind schon immer in Köln gewesen, seit die Stadt gegründet wurde. Sie haben die Stadt verteidigt und den Kölnern geholfen. Immer wenn Feinde kamen, sind die Drachen zur Stadtmauer gelaufen und haben Feuer gespuckt und damit die Feinde in die Flucht geschlagen. Das war für die Kölner ganz schön praktisch. Aber den Kölnern waren die Drachen unheimlich, weil sie Feuer spuckten. Und sie wollten eigentlich mit den Drachen lieber nichts zu tun haben. Das haben sich die Drachen viele Jahrhunderte angeguckt, aber eines Tages war es ihnen zu bunt. Und dann haben sie gesagt, Schluss, wir werden jetzt unsichtbar und machen uns aus dem Staub. Ups, der kleine rote Drache überlegt, Mensch, ich bin doch unsichtbar, wieso kann denn der Junge mich sehen? Das können doch eigentlich nur Prinzen, das haben die Drachen damals so festgelegt. Und da lacht der Junge und sagt, naja, dann ist doch alles klar, ich bin ja ein Prinz. Jetzt glaubt der kleine rote Drache das nicht. Das soll ein Prinz sein? Der hat ja einen Pullover an und Jeans. Wo ist denn deine Krone und dein Schwert? Du hast kein Zepter und ein Pferd sehe ich auch nicht, sagt er. Und der Junge lacht schon wieder und sagt, na, ich bin doch ein Prinz im Karneval. Karneval? Was ist denn das? Das kennt der kleine rote Drache nicht. Und dann erklärt der kleine Junge ihm, was das ist. Der sagt, du kennst doch die 4 Jahreszeiten. Wir haben den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und der kleine rote Drache nickt. Klar. Und wir hier in Köln, erzählt der Junge, haben eine 5. Jahreszeit. Und das ist der Karneval. Dann verkleiden sich die Menschen, ziehen sich andere Sachen an und schlüpfen in andere Rollen. Sie sind fröhlich, sie tanzen, springen, singen, schunkeln und haben einfach gute Laune. Das ist eine total schöne Zeit. Ui, denkt der kleine Drache, das hört sich aber gut an. Da würde ich gerne mehr darüber erfahren. Als der kleine rote Drache gerade den Jungen fragen will, hören sie eine Stimme. Tom, wo steckst du denn? Tom, das ist der Junge, so heißt er nämlich. Und der da ruft, das ist sein Papa. Weil der Tom ja der Kinderprinz im Kinderdreigestirn ist, hat er ganz viele Termine und sein Papa muss ihn jetzt irgendwo hinfahren. Und was dann passiert, das lese ich euch jetzt vor. Ach, hier bist du. Toms Papa hat seinen Sohn gefunden. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Was machst du denn alleine in der hintersten Ecke der Ülepotz? Ich spiele. Und ich bin nicht allein. Der kleine rote Drache ist doch bei mir. Toms Papa guckt verständnislos, denn er sieht ja niemanden. Und der kleine rote Drache gibt Tom einen Stups. Ich bin doch unsichtbar. Ups. Du hast einfach zu viel Fantasie, stöhnt Toms Papa. Na gut, aber denk dran, in einer halben Stunde müssen wir los. Ja, Papa, ich komme dann zum Auto. Der kleine rote Drache guckt Toms Papa mit großen Augen an. Der trägt nämlich eine coole Uniform und die ist in seinen Drachenfarben, rot und weiß. Sie erinnert ihn so ein bisschen an die Stadtsoldaten, die früher immer die Stadttore bewacht hatten. Aber die waren damals bei den Kölnern nicht beliebt, ähnlich wie die roten Drachen. Der kleine rote Drache überlegt weiter. Außerdem sind die Stadttore ja jetzt geöffnet, das macht alles keinen Sinn. Ist dein Papa ein Stadtsoldat? Fragt er Tom. Wir haben keine Stadtmauern mehr, lacht Tom.
Und deshalb gibt es auch keine Stadtsoldaten mehr, die sie verteidigen müssten. Wir sind doch im Karneval. Mein Papa ist ein roter Funk, sagt er stolz, und ich möchte auch mal einer werden. Der kleine rote Drache ist noch immer ratlos. Ein Funk? Kann der Funken sprühen? So viel Neues. Die roten Funken sehen zwar aus wie die Stadtsoldaten, aber sie sind keine echten Soldaten. Schau dir doch mal das Gewehr an. Das ist aus Holz und oben gucken Blümchen raus. Und natürlich sprühen die keine Funken, die haben einfach nur Spaß. Warum die Funken heißen, weiß ich nicht. Tom verdreht die Augen. Was sein neuer Freund alles wissen will. Der kleine rote Drache überlegt. Gefährlich sehen die roten Funken tatsächlich nicht aus. Eine Gruppe lachender Männer, die ihre Späße miteinander machen. Da fallen ihm die Stadtsoldaten von früher wieder ein. Die waren auch immer ein lustiger Haufen. Aber wenn sie mal die Stadt verteidigen mussten, kamen sie immer in kleinen Grüppchen angelaufen. Und weil sie mit ihren hellroten Uniformen in den dreckigen Straßen so auffielen, haben die Kölner dann immer gesagt, da kommen die roten Funken gesprüht. Das ist wohl die Erklärung. Stolz erzählt der kleine rote Drache das Tom. Vielleicht verkleide ich mich hier auch als roter Funk, überlegt der kleine rote Drache. Rot und Weiß sind schließlich meine Lieblingsfarben. Tom lacht. Das geht nicht einfach so. Dafür musst du ein roter Funk sein. Dann darfst du auch die Uniform tragen. Auf einmal geht ein Ruf durch die Straße. Funke, opjepass! Schnell stellen sich die Männer in einer Reihe auf. De Knabüsje Reutz! Die Männer legen ihre Holzgewehre über die Schultern und marschieren dann fröhlich los in Zweierreihen. Wo gehen die denn jetzt hin, will der kleine rote Drache wissen. Sie gehen ihre Freunde, die blauen Funken, abholen. Sie haben einen gemeinsamen Auftritt, aber mein Papa ist nicht dabei, der muss mich ja fahren. Wer sind denn jetzt schon wieder die blauen Funken? Der kleine rote Drache schüttelt den Kopf. Karneval ist schon eine ganz schön komplizierte Sache, meint er. Nein, ist es nicht, sagt Tom. Das ist wie Fußball. Da gab es am Anfang auch nur ein paar Vereine. Und dann sind immer neue hinzugekommen. Oh je, Tom merkt schon. Der kleine rote Drache weiß nicht einmal, was Fußball ist. Wie viele Jahrhunderte er wohl geschlafen haben mag. Tom seufzt. Damals, also vor 200 Jahren, gab es neben den roten Funken nur eine große Karnevalsgesellschaft. Als dann immer mehr Menschen Karneval gefeiert haben, sind daraus im Laufe der Zeit viele weitere Gruppen entstanden. So haben einige rote Funken später die blauen Funken gegründet. Okay? Der kleine rote Drache nickt. Gibt es denn auch grüne Funken? Tom überlegt und schüttelt den Kopf. Jetzt weißt du aber schon ganz schön viel über Karneval, sagt er zu seinem neuen Freund. Und dann kommt der Papa und die drei fahren ins Haus des Karneval. Und dort lernt der kleine rote Drache Tom den Kinderbauern und Fine die Kinderjungfrau kennen. Und die vier ziehen dann los und zeigen dem kleinen roten Drachen, was Karneval so ist. Sie fahren in den Gürzenich, besuchen eine Seniorensitzung, sie gehen in den Zoo, lernen Jan und Griet kennen, gucken sich die Schull- und Fädelszüge an und der kleine rote Drache darf sogar im Rosenmontagszug mitziehen, bis schließlich die Zicke rum ist und der Nubbel verbrannt wird. Und bis dahin sind aus den Vieren ganz dicke Freunde geworden. Und was die vier alles so erleben, das könnt ihr in diesem Buch nachlesen. Und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr eins, denn die roten Funken verlosen heute 3 Bücher. Dafür müsst ihr eine Frage beantworten, nämlich, wo wohnt der kleine rote Drache? Wenn ihr das wisst, schreibt es einfach unten in den Kommentar bei Facebook hinein und dann werden die Gewinner ausgelost. Viel Glück!